Oh ja, du bist dran? Ja, ich bin dran, okay. Dann nehme ich jetzt mal hier die goldenen Regeln des Schützenfestes mir vor. Leider müssen wir immer wieder zusehen, wie Neulinge und Nichtskönner sich auf einem Schützenfest falsch verhalten. Schluss damit. Wir präsentieren die wichtigsten Regeln zum Besuch eines Schützenfests. Erstens, ein Bier bestellen geht gar nicht. Damit sagt man, dass man eine knickrige Sau ist, keine Freunde hat oder Antialkoholiker ist. Quasi das allerletzte. Also immer mindestens 10 Stück, 1 Meter oder ein ganzes Tablett. Nie vorher abzählen, wie viele Leute um einen herumstehen und dann genau die Anzahl bestellen. Am besten irgendeine Zahl über die Theke grölen und ab dafür. Ganz falsch, die Umstehenden fragen, ob sie überhaupt noch ein Bier haben wollen. Wichtige Regel, gefragt wird nicht, saufen ist schließlich kein Spaß. Das ist wie bei Päffken. Ja. Wenn der Stoff da ist, nicht blöd rumgucken und überlegen, wem man dann eins in die Hand drücken soll. Am besten die Gläser wild in der Umgebung verteilen, denn nur so zeigt man seine Großzügigkeit. Nur der kleinkarierte Pisser stellt sich da an. Wer zahlt wann welche Runde? In der Regel kommt jeder der Reihe nach dran. Ganz miese Wichser saufen die ersten Runden an der Theke mit und wenn sie an der Reihe wären, müssen sie plötzlich pissen. Wichtig ist, dass der Strom nie abreißt. Also, wenn alle noch die Hälfte im Glas haben, sofort die nächste Runde ordern und das neue Glas in die Hand drücken. Was voll peinlich ist, mit 2 Gläsern in der Hand an der Theke stehen. Deshalb ist Tempo angesagt beim Reinschütten. Ist ja schließlich kein Kindergeburtstag. Du hast übrigens auch noch ein Bier bestellt, aber gut. Richtig fiese Schweine. Ich bestelle in einer Sekunde ein Bier, bitte. Richtig fiese Schweine bestellen zwischendurch noch eine Runde Korn oder die absolute Hölle Wacholder. Eine Art Schlangengift, das mit dem Eiter von toten Fröschen verfeinert wurde. Hier wird's ernst. Sollte sich so etwas andeuten, kann man bloß noch die Flucht ergreifen. Merke. Bier saufen auf einem Zeltfest kann man mit etwas Planung und Glück überleben. Nach Wacholder weigert sich sogar der Notarzt, diese Schweinerei wiederzubeleben. Konsequent durchgezogen bist du normalerweise um 9:30 stramm wie die Kesselflicker und müsstest eigentlich nach Hause. Geht natürlich nicht, weil du ja wegen Verdacht auf Weichei noch nicht nach Hause kannst. Was also dann? Pause machen. Dafür sind in der Regel 2 Sachen vorgesehen. Bratwurst fressen und tanzen. Erstens Bratwurst fressen. Vorteil, an der Bude gibt's kein Wacholder. Da bist du also eine Zeit lang sicher vor der Alkoholvergiftung durch andere. Nun sind die Bratwurststände auf Zeltfesten immer so konzipiert, dass die Nachfrage immer größer ist als das Angebot. In der Bude arbeiten auch meistens Fachkräfte, denen man beim Grillen die Schuhe besohlen kann. Einzige Qualifikation, sie können mit einem Sauerstoffanteil in der Luft von unter 1% überleben. Deswegen wirken sie auch so scheintot. Nun sagt der Laie, was ein Scheiß, das könnte man noch viel besser organisieren. Zack, zack, kämen die Riemen über den Tresen. Falsch. Die mickrigen Bratwurstbuden mit den Untoten am Grill stehen da nicht aus Versehen, sondern absichtlich. Hier kann man quasi Asyl beantragen von der Sauferei und je länger man auf den verkohlten Prängel warten muss, desto größer die Überlebenschancen. Zweitens, tanzen. Im Vergleich zu Bratwurst fressen natürlich die schlechtere Wahl, weil anstrengend und mit Frauen. Aber irgendwann geht halt kein Riemen mehr rein in den Pansen und du musst in den sauren Apfel beißen. Also zack, einen Rochen von den Bänken gerissen und irgendwie bescheuerte Bewegungen machen. Wir kommen zur Sektbar.
Eine richtig gruselige Bude, quasi die Abferkelbox im Festzelt. Hier ist es so voll und eng, hier bleibst du auch noch stehen, wenn es eigentlich schon nicht mehr geht. Es soll schon Kriegsverletzte gegeben haben, denen hat man in der Sektbar beide Beinprothesen geklaut und sie haben es nicht gemerkt. Doch der Preis, den du für die Stehhilfe zahlst, ist hoch. Du musst Sekt saufen aus so mickrigen Blumenvasen, die man von der Spermaprobe beim Urologen kennt. Ziemlich eklig alles. Wenn es keine Sektbar gibt, gibt es meistens eine Cocktailbar. Cocktail heißt im Zelt, aber nicht Caipirinha oder Margarita, sondern Fanta Korn oder Korn mit Fanta. Also vorsichtig, hier ist schon so mancher dran gescheitert. 9. Kotzen. Klingt scheiße. Du wirst aber dankbar sein, wenn dein Körper dir dieses Geschenk bereitet. Du hast Platz für neue Bratwürste und vielleicht sogar Glück, dass du die letzten 20 Bier noch erwischst, bevor sie dein Gehirn erreicht haben. Der Profi jedenfalls kotzt oft und gern. So, jetzt werden wir auch schon bald beim Nachhausegehen. Wenn du aber den Zeitpunkt verpasst hast und du kommst vom Pissen oder Bratwurstkotzen wieder ins Zelt und es sind bloß noch 20 Mann übrig, Arschkarte gezogen, denn jetzt heißt es die Letzten. Ab jetzt geht es um so spannende Sachen wie Fass aussaufen. Es ist immer mehr drin, als du denkst. Oder Absacker trinken. Wenn es ein Wacholder ist, kannst du dir gleich den Umweg über den Notarzt sparen und den Bestatter anrufen. Jeder passt auf, dass keiner heimlich abhaut. Die ersten sacken einfach so vor der Theke zusammen, damit sie wenigstens nicht noch mehr saufen müssen. Vorteil dieser Phase des Zeltfestes: Du musst nicht mehr extra nach draußen latschen für Pissen und Kotzen. Geht jetzt alles vor Ort. Nach Hause fällt aus. Mach dir keine Illusionen. Alleine schaffst du es nicht mehr. Taxis gibt's nicht auf dem Land. Und wenn, würden sie dich eh nicht mitnehmen. Deine Frau kommt nicht, um dich zu holen. Die ist froh, dass dieses Wrack nicht in der Wohnung liegt und der Gestank in die Möbel zieht. Was bleibt, ist der Morgen danach. Die ersten Sonnenstrahlen brechen durch die Ritzen in der Zeltfestplane. Du wirst wach von einem Zungenkuss, wie du ihn noch nie in deinem Leben gekriegt hast. Leidenschaftlich küsst du zurück. Dann machst du deine verklebten Augen auf und blickst in das fröhliche Gesicht des zottigen Köters von dem Karussellfritzen. Und mit einem eigenen Beitrag zum Thema Bröckelhusten fängt der Tag wieder an. Dein Kopf fühlt sich an wie nach einem Steckschuss. Jetzt hilft nur noch Stützbier, bis die Maschine wieder halbwegs normal läuft. Seid froh, wenn die Schützenfestsaison vorbei ist. Wir alle hier können stolz und fröhlich sein, denn wieder einmal haben wir es überlebt. Das war der offizielle Oktoberfesttext. Aber wenn wir schon so bierselig sind, passt das